So, nachts wäre es. Es ist sogar auf Mitternacht, kein Blutvollmond, gar nicht seine Tage. Sehr schön, aber etwas leuchten sehe ich trotzdem nicht. Super. Was auch immer hier war, es ist weg. Leider. Ist relativ kalt gerade, merke ich. Ein bisschen kühl zumindest. Ansonsten sieht es eigentlich relativ nett hier aus. Also sogar zwei Waldbogen mit Schnellfeuer und so. Mhm. Mehr im Fall sowieso nie verkehrt. Jetzt haben wir natürlich Epona da unten stehen. Mhm. Todbringerschlucht, ja. Jetzt würde ich aber doch gerne langsam auf dem Weg zu den Orni machen. Wird bedeuten, Stall der Orni, Dorf der Orni. Ja, gehen wir zum Dorf der Orni. Ja, ich würde sagen, genug gesehen und so, oder genug rumgereist. Weiter mit der Hauptstory. Fehlen noch ein paar Erinnerungen und so, aber ja, kriegen wir auch noch. Hallo ist nicht so groß jetzt, also doch schon, aber zwei der Anhaltspunkte haben wir noch und der Rest wird vermutlich in der Nähe des Schlosses sein. Oder? Also zwei müssen in der Nähe des Schlosses sein, einer vielleicht irgendwo anders und ja, hätten wir glaube ich alle. Na, schön, sagt ein Dorf. Wo war jetzt hier? Irgendwo hier war noch die Stadt der Göttin. Wenn ich mich nicht komplett irre, sogar zu Beginn des Dorf. Wie war's ja? Oh, bete zu mir, was willst du? Ausdauer. Du meinst es Ausdauer? Ja, so sei es. Perfekt. Bring den Frieden nach Hyrule zurück. Ja, was glaubst du, macht die ganze Zeit schon? Der gleiche Spruch, ey. Hallo, Orni-Wächter. Mal schnell zurück zum Stall. Kann ich eigentlich dort direkt noch Epona abholen? Das müsste ja gehen. Plus Wolf wieder zurückholen und so. Mhm. Das neue Fisch, glaube nicht. Dann kannst du auch mal testen. Nö, sind noch fischlos. Und vor allem sind noch witzlos. Ernsthaft. Aua! Er tat weh. Hey du, Orni-Wächter, da hat's ein paar Gegner und so. Kannst du bitte mal dich darum kümmern? Das ist eigentlich dein Job, ja, nicht meiner. Ist ja dein Dorf, also sollst eigentlich auch du deinen Job und so machen, ne? Verstehst schon. So. So, Verzeihung, ich hätte gerne mein Pferd. Willkommen, Mann, ne? Was willst du mit deinem Pferd machen? Ich will es abholen. Wer würdest du denn gerne? Epona, die anderen haben, ja, die genießen ihre Rente. Moment, bitte. Ja, du mir warten musstest. Genau, so lange. Ja, also. Genug Ding hast, war Ausdauer und so. Alles klar, Mann. Tschüss. Ja, Tschüssikowski. Epona, wo reitst du wieder hin? Ich freue mich auch, die zu sehen und so und warte mal ganz kurz, hat hier vielleicht irgendwo noch ein Hammer? Wäre zwar der Hammer, aber bräuchte trotzdem mal einen. Ich will nicht unbedingt Daruks Waffe dafür verschwenden, irgendwelche Steine abzubauen und Steingiganthen zu besiegen. Ne, sieht nicht so aus, wa? Verdammt. Jetzt auch keinen. Ah, warte, sind noch welche. Ich glaube irgendwo. Der Wüste vielleicht noch in Hateno. Ist auch egal, komm. Oh, bevor ich es vergesse. Unser guter Kumpel war. Wolfi, komm zurück. Wolfi. Der Wolf, ein Geschöpf der Nacht. Verzeihung.
Wie unhöflich. Na, aber stimmt der Weg. Wow. Ganz ruhig da, ja. Das letzte Mal irgendwie so rübergegangen oder so? Kann sogar sein. Aber den Weg wohl ausgelassen, ne? Bin irgendwie ganz seltsam durchgeritten. Na, aber ist auch egal. Da müssen wir hin. Das sieht relativ kalt aus. Aber eben noch meine Rüstung, meine Kälteschutzrüstung. Hier wird noch der Hinox. Stimmt. Stimmt. Nee. Das war ja hier. Hä? Ich hab platt gemacht damals. Wolfi, tust nichts. Okay, Epona, wir hauen ab, dann kommt Wolfi nach, weil, Wolfi, du packst es nicht gegen so einen, ne? Kann ich jetzt schon mal sagen. Wolfi hätte ja vorher schon sagen können. Mensch, ey, also manchmal bist du echt... Boah. So, da brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ah, direkt essen, nicht mehr Wolfi zum Fraß verwerfen und so. Schade eigentlich. Okay, Wolfi, lass uns mal schauen. Was haben wir noch Schönes für dich? Ja, eine Fee, Eine Fee rumknabbern. Vielleicht eher weniger, So, komm. Sag mal, wohl ein schwarzer Hinox. Frage mich schon mal interessant. Da ist, glaube ich, ein roter oder ein blauer. Plötzlich ein schwarzer, toll. Da frage ich mich ja schon, warum. Ja, sehe schon wohl, du hast großen Hunger. So ein bisschen mehr geben, irgendwie noch etwas Schmackhaftes und so. Ja, ein paar Früchte, tun die auch gut. Guck mal, lecker Äpfel. Wird nicht ganz reichen, wa? So, jetzt aber. Genau, das ist auch für dich. Ja, braver Junge. So, der letzte bitte auch noch. Und Wolfi, bleib diesmal bitte schön bei mir, ja? Schauen wir, was hier steht. Flugplatz, Weg in die Schneeberge. Okay, kann ein bisschen kälter werden da. Und was ist hier oben? Wolfi, jetzt bleibst du aber echt mal hier. Brüderfelsen. Eins. 2. 3, 4, 5. Ja, und jetzt? Ist da durchschießen oder was? Offenbar nicht. So ein Falle hin. Toll. Das sieht eigentlich danach aus, als... Wurde der speziell markiert? Vielleicht einfach nicht mehrfache Pfeile, sondern nur einzelne? Könnte auch sein. Also, was gleich nochmal. Hier ist definitiv ein Schrein. Was ist hier die Aufgabe?
hat es offenbar nichts zu tun. Das Durchschmeißen geht natürlich auch, aber was soll das sein? Dann geht eigentlich nur eine Bombe. Ob sie präzise schaffen, eine Bombe durchzuschmeißen? Ja gut, so natürlich schon, aber nicht mal so schaffe ich es. Ja, toll. Untereinander, dann kann ich doch hier querschießen und so, aber... 1 und 2? Nee, geht. Hä? Kann ja auch nicht gehen. Vielleicht durch die Löcher hier auf die Mitte, da wäre auch eine Option. Wolfi, du bist ein bisschen im Weg, Kleiner. Und du zu weit. Nee, was mache ich überhaupt? So, meine Pfeile, wo sind die irgendwie alle abgeblieben? Wieder alle hierhin verschossen. Ah, alle weg, toll. Na egal. Was hat es eigentlich nur auf sich? Hä? Ja, Wolf ist nochmal getestet, sind definitiv 5 Löcher, sind alle markiert, Reihenfolge nach, wenn du auf Fiesen umgekehrt wäre, 5, 4 und so. Ja, nee. Glaube ich nicht. Ja. Übt er vielleicht ein anderes Mal, weiß das schon. So, Epona. Für uns geht's weiter. Doch nicht so schnell. Ganz ruhig, Kleinen. Wir haben alle Zeit der Welt. Also fast alle. Also wir schon, aber Zelda natürlich nicht. Sag mal. Ganz kurz still bleiben. Müssen wir mal ganz kurz umziehen. Immer so rasant unterwegs wie Epona. So, war was denn? So. Da vorne ist irgendwo ein Schrein. Hast du gedacht, oder? Ah, da ist der, ja, haben wir schon mal gesehen, stimmt. Sehr gut. Weiter geht's, Epona. Sonst ist es ihm noch relativ ruhig. Oh, Epona hat Schwierigkeiten. Epona sag ich schon. Wolfi! Ups, wohl lang ausweichen. Ah! Sorry, Daruk. Dritter Zweihänder. So, eigentlich genug Zweihänder nach hier. Waren relativ starke, okay. Wolfi! Lass meinen Wolf in Ruhe. Armes Pferd. Du bist jetzt frei. So. Und hier ist schon wieder ein Schrein. Ich glaube, das ist einfach nicht. Hey, ein Schrein nach dem anderen. Perfekt. Schaut aber Schein, genau. Wolfi, schön draußen bleiben, ja? Braver Junge.
Ja, eine Schreinaufgabe nach der anderen. Gut, es fehlen noch 2 Schreine, damit ich wieder ein komplettes Set hätte für einen Container. Dann sogar die ganze Außenleiste da voll. 3 volle. Wäre schon cool. Willkommen, Pilger, mein Name ist Shadhava. Ja, ja, mach die Prüfung. Versteckte Winde. Also, ich finde die ziemlich offensichtlich. Ah, servus. Ist sie auch hier? Fetter Rubin, dankeschön. Jo. Moment. So. Nein! Ja, bleib hier. Nein! Oh. Das Windspiel. So. Mit der Treppe. Ah, sehr schön. So, keine Gegner hier. Gut. Das sind versteckte Winde, sind doch ziemlich offensichtlich. Und jetzt? Hallo, ich komme nicht weiter. Hey, voll ein schlechter Scherz. Nee, das sehen wir auch nichts. Hä, wie kann ich nochmal einen Wind produzieren? Der müsste mit Idealfall noch ein bisschen höher gehen. Ja, so steht zumindest versteckte Winde, immerhin schon mal etwas, aber... Nee, da war ich auch schon. Irgendetwas klingt ganz seltsam hier. Nee, da war das Anfangsgebiet. Die Frage ist ja noch mehr Wind produzieren. Die Feuer in der Regel, aber gehen natürlich nur dann, wenn ich irgendwo... Explosion vielleicht. Wenn ich vielleicht da leichter bin. Ne, bis hierhin. Weiter kann ich nicht. Toll. Vielleicht doch noch, wenn ich irgendwie... Super. Was an der Prüfung Explosion auslösen könnte. Ich kann unter mich nicht hinziehen, das geht ja nicht. Okay, rein logisch betrachtet. Warte mal. Aha. Nee. Das könnte noch irgendwas sein. Na gut, versteckte Winde. Klingt eigentlich, als müsste ich irgendwo noch einen Wind aktivieren. Das wäre irgendwie logisch, aber wo? Das wäre jetzt irgendwie die Preisfrage, weil ich war jetzt schon überall. Da habe ich angefangen, dann bin ich dahin, okay. Den habe ich da eingetragen, plus auf die Plattform gegangen da. Aber der Wind geht auch noch bis dahin. Sprich, die Winde hier sind eigentlich zu schwach.
Toll. Also bis hier oben komme ich hin. Habe ich hier irgendwo, und wir wissen selbst, was man Ausdauer schießt, kann ich immer noch etwas aktivieren oder so? Sieht nicht so aus. Von hier kann ich auch nichts aktivieren. Hä? Okay. Respekt, Chica. Was auch immer das eine Prüfung ist, du hast mich ziemlich verarscht. Ich würde sagen, dass ich unten irgendwas übersehen hätte. Jetzt auch keine versteckten Schalter, nichts. Ich habe aber trotzdem nur eine Plattform. Der Wind geht da nicht höher. Okay, Chica, jo, ich bin geschlagen. Da gibt irgendwie überhaupt keinen Sinn momentan. Vielleicht kann ich später irgendwie noch... Jetzt wäre irgendwie auch Quatsch. Kann ich vielleicht ein bisschen höher gleiten und so? Egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ich meine, ich weiß, dass man auch schneller schwimmen können, die Klamotten ablegt und so, aber wie soll ich denn da höher gleiten können? Dass eine Fähigkeit braucht dafür, ist irgendwie auch Quatsch, weil man muss sie alle Tempelschreine von Anfang an machen können. Okay. Der Bruder vergessen wir, also klar momentan nicht, dass irgendwie, keine Ahnung. Die Chica verarscht mich gerade ein bisschen. Was soll sie uns so gewöhnt, wa? Kleines. So, ich lasse jetzt mal Wolf noch ein bisschen weg. Der ist schon ziemlich angeschlagen. Vielleicht kommt er nächstes Mal wieder vorbei. Der Flugplatz. Okay, hier soll ich ja hin. Ist auch überall coole Winde und so. Aha. Hier trainieren sie wohl. Ja. Das Flug Dorn soll ja gute Bogenschützen sein. So, hier. Holzpfeile, sehr gut. Das ist... Was ist das denn? Ein Schwalbenbogen. Für den Luftkampf zu optimieren. Ja, aber trotzdem nichts, was irgendwie schneller gehen würde. Was willst du hier? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Sehe ich schon. Verzeihung, Herr Theber, aber euer Häuptling hat mich hergeschickt. Ich hätte eine wichtige Bitte. Willst du irgendwas von mir? Ich bin beschäftigt. Ich helfe dir. Helfen willst du mir? Bei was denn? Wegen Varmedo und so. Moment mal. Du, ein Fremder, weißt du Varmedo? Hat der Häuptling hergeschickt oder meine Frau? Beide. Du weißt ja wohl auch schon, wer ich bin. Ich bin Theber. Laut dein Name Fremder? Link. Link, den haben wir schon mal gehört. Also Link. Der Häuptling war es, hat er dir wohl aufgetragen, mich wieder zurück ins Dorf zu bringen, oder? Ja. Typisch, der Häuptling traut auch wirklich jeden Fremden sofort. Und sicher wollte er, dass du mir zurückbringst, bevor Medo mich erwischt, hä? Tja, da muss ich leider enttäuschen. Ich habe keine Angst, von meinem Plan zurückzuschicken. Ich bin ein Ornekrieger, ich kann ihn einfach abhauen, nachdem er seinen Freund erwischt hat. Ich gehe nun unter einer Voraussetzung wieder ins Dorf zurück. Und zwar, wenn Varmedo verstummt und vom Himmel verschwunden ist. Ich werde Varmedo vernichten. Das wäre nicht so gut, ich brauche einen Titan noch. Erst wenn das getan ist, soll ich ins Dorf zurückkehren. Ja, weiß ich doch. Du weißt schon Bescheid? Sind ja also erzählt, was für ein Typ ich bin, wa? Was ein krasser Typi und so. Aber der Häuptling hat mir gesagt, um Varmedo aufzuhalten, muss man in sein Inneres eindringen. Sag bloß, du weißt, wie man in Medo hineingelangt? Nee. Du hast also nicht nur keine Flügel, sondern auch keine Ahnung. Na, mal gut so.
Nur einer der 5 Recken kann das Tor des Titanen öffnen. Diese Recken sind alle von 100 Jahren krepiert. Ganon hat sie umgebracht. Aber egal. Selbst wenn du Medo betreten könntest, wenn so ein Titan einfach so näher hat, wird man leichte Beute für seine Geschütze. Deshalb werde ich dich zuerst testen. In diesem Tal gibt es starke Aufwinde. Wir Ornkrieger nutzen sie, um hier unsere Bogenkühne zu trainieren. Diese Aufwinde sind so stark, dass es schon ausreicht, ein Tuch über seinen Kopf zu einem abzuheben. Und mal sehen, wie du dich bei so einer Ornübung schlägst, wa? Bleib in der Luft und zerstöre in 3 Minuten mit deinem Pfeil 5 von den Zielen in diesem Tal. Okay, versuch's mal. Dann los! Flieg los! Ja, da wir erstmal gucken, wo die überhaupt alle sind. Oh, nicht schlecht. Danke! Weiter so. So geht's. Einmal noch. Da ist ja. Perfekt. Wie einfach. Gut, dann komm zurück. Das war alles? Willst du mich verarschen? Du bist am meisten mit dem Bogen. Das kann mir vorstellen, die Zeit kurz stillgestanden, als du geschossen hast. Oh, das sah meine Schüsse so an sich. Ein bisschen schicker, Technologie und so. Schon, als müsste ich mich bei dir entschuldigen, Link. Ich habe dich wohl falsch eingeschätzt. So, wenn du mit dem Bogen umgehst, musst du wohl schon schwere Kämpfe überstanden haben. Ja. Dachte ich es mir doch. Link. Ich muss sagen, du hast mich beeindruckt. Ich habe eine Bitte an dich. Stell dich wieder gemeinsam mit mir. Gab seine Geschütze mit aller Macht an. Noch etwas. Dieser Truhe findest du einen Bogen, den ich persönlich abgestimmt habe. Nimm ihn. Sag Bescheid, sobald du bereit bist. Okay. Ein Falkenbogen. Ja, Moment mal. Wenn du mir natürlich schon so einen Bogen gibst, also ist dann noch einmal ein bisschen mehr Haltbarkeit, aber, tschüss. Perfekt. Schnellfeuer, Haltbarkeit, passt. Oh, Entschuldigung! Die Zeit ist gekommen, den Titanen war mit aufzuhalten. In normalen Fallen kannst du nichts gegen seine Geschütze ausrichten. Zerstör sie mit Bombenpfeilen. Hier hast du ein paar. Das sind einmalige Sachen, die sind nicht billig, ja? Toll, ich habe erst gerade irgendwie 50 gekauft oder so. Kommst nicht weit. Hast du Schutzkleidung oder... Du siehst doch, dass ich solche anhabe. Okay, war noch ein bisschen vor. Das ist ein Körper aufwärmen, das kann doch darum nicht schaden, ja? Brechen wir auf. Alles klar. Dann mal ganz kurz ein bisschen übernachten und so. Wir brechen schon von hier auf. Na gut, das Dorf ist bereits hier und so. Das noch ein Schrein noch gerne noch machen würde und... wobei, geht schon. Mal gucken, okay, die Herzen sind eigentlich soweit ganz gut aufgefüllt. Ich denke mal, wir werden sicher noch ein paar brauchen, Kampf gegen Ganon dann, aber wir haben noch genug hier. Ja, das müsste doch eigentlich gut reichen. Ich habe noch ein paar Dinge, genau, die Kleinen habe ich auch schon an, die müsste eigentlich auch schon relativ viel. Wir haben es einmal upgradet, genau, also 12, 12, 12. Eigentlich optimal, Recken waren wir jetzt schon ein bisschen schwächer, okay. Schilde, soweit gut. Bögen, soweit auch gut. Schwerter auch perfekt, sogar noch das Masterschwert. Da voll aufgeladen, falls dann wieder Ganons nächste Fluchen so auftauchen würde. Dass bloß einen Schrei machen könnte, wäre es eigentlich perfekt. Vielleicht erstmal eine Runde schlafen noch. Und dann ab zum Kampf gegen den Windtitan.